Aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon. Von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Burgen im Wandel. Teil 2 zwischen Rettung und Verlust zum Umgang mit unserem kulturellen Erbe. Historische Bauten zwischen Rettung und Verlust, wenn Geschichte in Glas und Stahl endet. Der Umgang mit unserem kulturellen Erbe steht heute mehr denn je im Spannungsfeld zwischen Erhalt, Nutzung und Verlust. Gerade Burgen, steinerne Zeugen vergangener Jahrhunderte, sind davon besonders betroffen. Sie faszinieren durch ihre Geschichte, Architektur und landschaftliche Einbindung. Doch nicht alle teilen diese Wertschätzung. Die heutige Realität reicht von gelungenen Sanierungen mit historischem Feingefühl bis hin zu modernen Ausbauten, die das historische Erscheinungsbild teils stark verändern. Für Burgenliebhaber und Burgenforscher ist Letzteres oft nur schwer zu verkraften. Und doch, eine moderne Nutzung, etwa als Hotel, Restaurant, Veranstaltungsort, kann manchmal die einzige Alternative zur völligen Aufgabe sein. Schauen wir uns einige Beispiele an. Burg Beilstein in Hessen. Geschichte, Architektur und Wandel. Eingebettet in die sanften Höhen des Westerwaldes thront auf einem Basaltkegel die Burg Beilstein, ein stiller Zeuge jahrhundertalter Geschichte im hessischen Lahn-Dill-Kreis in der heutigen Gemeinde Greifenstein. Ihre Ursprünge reichen vermutlich ins 12. Jahrhundert zurück. Erstmals erwähnt wurde die Burg 1129. Sie diente den Herren von Beilstein, später Vasallen der Grafen von Nassau, als wehrhafte Residenz. Im Laufe des 14. Jahrhunderts erhielt die Burg Beilstein durch die Grafen von Nassau einen bedeutenden Ausbau. Der heute noch sichtbare Palast entstand, ein massives Wohngebäude mit rund 23 mal 9 Metern Grundfläche und einer imposanten Höhe von 13 Metern, verteilt auf 3,5 Geschosse. An den Stirnseiten erhielt das Gebäude mauerartige Verstärkung, ähnlich einer Schildmauer, die jeweils durch kleine runde Ecktürmchen, sogenannte Tourellen, zusätzlich gesichert waren. Auf der Südseite, also zur Anhöhe hin, wurde die Anlage durch einen tiefen Graben geschützt. Hier befanden sich auch die angrenzenden Wirtschaftsgebäude. Noch bis in die frühen 2000er Jahre war das Bild der Ruine vor allem von der eindrucksvollen südöstlichen Palastseite mit den beiden markanten Tourellen geprägt. Zeitweise befand sich in einem Teil der Burg sogar eine Gaststätte, die Besucher anlockte und den Zugang zur Ruine ermöglichte. Während einzelne Gebäude der Vorburg noch genutzt wurden, unter anderem für gastronomische oder private Zwecke, lagen andere Gebäudeteile, insbesondere der nordwestliche Abschnitt des Palasts, bereits in deutlichem sichtbarem Verfall. Was heute als Ruine sichtbar ist, erzählt von dieser wechselvollen Geschichte, aber eben nur noch in Fragmenten. Und genau hier beginnt ein neues Kapitel, das nicht nur Bewunderung, sondern auch kritische Stimmen hervorruft. Vor einigen Jahren wurden ein Teil der Burgruine modern ausgebaut, mit Stahlträgern, Glasfassaden und Wohnmodulen. Die einst verwitterten Mauern beherbergen heute ein Wohnheim für Menschen mit Beeinträchtigung. Ein lobenswerter Zweck gewiss. Doch der Kontrast zur historischen Substanz ist drastisch. Statt romantischem Verfall oder sonnensensibler Rekonstruktion tritt eine kühle Zweckarchitektur. Kann man eine Burg jahrhundertealte Identitätsstifterin in eine moderne Wohnform hineinpressen, ohne ihren Charakter zu zerstören? Die Meinungen gehen auseinander. Für viele Burgenfreunde und Denkmalpfleger fühlt sich der Umbau wie ein Bruch mit dem Genius Loci an, dem Geist des Ortes. Andere loben den Erhalt durch die Nutzung. Immerhin sei dies besser als vollständiger Verfall oder Abriss.
Hier sehen wir nun links die damalige Ruine, etwa aus den 1980er Jahren, und rechts den heutigen Zustand mit dem modern ausgebauten Stahl-Glasgebilde. Seitdem ist die Burgruine auch nicht mehr öffentlich zugänglich. Burg Rabenstein, von der Ritterburg zum Hotel. Hoch über dem Eisbachtal thront auf einem markanten Felsvorsprung die Burg Rabenstein, eine der bekanntesten Burgen der fränkischen Schweiz. Ihre Ursprünge reichen ins 12. Jahrhundert zurück, als sie erstmals im Zusammenhang mit den Herren von Rabenstein erwähnt wurde. Die mittelalterliche Anlage diente zunächst als kleine Adelsburg und wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrfach erweitert und umgebaut. Besonders im 16. und 17. Jahrhundert, als sie den Charakter eines repräsentativen Herrensitzes annahm. Baugeschichtlich prägen vor allem die Renaissance-Umbauten das heutige Erscheinungsbild. Ein schlossartiger Wohnbau mit massiven Mauern, einem Innenhof und später überformten Fassaden. Wie viele Burgen der Region war auch Rabenstein nie vollständig zerstört, sondern verfiel allmählich, bis sie in der Neuzeit wiederentdeckt wurde. Ein bedeutender Wendepunkt kam 1976, als die Anlage zu einem Hotel- und Gastronomiebetrieb ausgebaut wurde. Dieser Schritt war und ist nicht umstritten. Der Einbau moderner Infrastruktur, die Hotelzimmer, Sanitäranlagen und Veranstaltungsräume hat natürlich Spuren hinterlassen und veränderte den historischen Charakter der Burg spürbar. Doch zugleich hat dieser Ausbau auch die Rettung bedeutet. Ohne die wirtschaftliche Nutzung wäre Rabenstein möglicherweise weiter verfallen. Heute zählt sie zu den touristisch hervorragend erschlossenen Burgen Frankens mit Hotel, Restaurant, Falknerei, Führungen, Konzerten und Hochzeiten. Der Kompromiss zwischen Denkmalschutz und moderner Nutzung ist nicht immer einfach, aber hier wurde er zumindest so umgesetzt, dass Geschichte erlebbar bleibt. Burg Rabenstein steht exemplarisch für den schwierigen Balanceakt zwischen Erhalt, Nutzung und Authentizität. Sie zeigt, wie eine historische Anlage durch behutsame, aber entschlossene Nutzung weiterhin lebendig bleiben kann. Hier sehen wir ein Bild etwa aus den 1960er Jahren, bevor die Burg ausgebaut wurde. Das zweite Bild zeigt die Burg Rabenstein im heutigen Zustand, etwa in der Bildmitte mit dem Staffelgiebeln. Das ist der Neubau von 1976. Schloss Mauren, historisches Erbe im neuen Gewand. Einst als befestigter Adelssitz errichtet, blickt das Schloss Mauren bei Ihingen auf eine lange und wechselvolle Geschichte zurück. Seine Ursprünge reichen ins späte Mittelalter, zumindest ins frühe 16. Jahrhundert, als es vermutlich aus einem befestigten Hof oder Vorgängerbau hervorging. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Anlage mehrfach umgebaut. Insbesondere im 18. Jahrhundert erhielt sie ihre schlossartige Gestalt mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, die sich malerisch in die Landschaft einfügten. Doch von dieser historischen Substanz blieb nach dem Zweiten Weltkrieg nur noch eine ruinöse Hülle erhalten. Über Jahrzehnte hinweg dem Verfall preisgegeben, wurde die Ruine schließlich in den 2000er Jahren zum Zentrum eines ambitionierten Bauprojekts. Ein hochmoderner Wohn- und Geschäftskomplex wurde in und über die alten Mauern intrigiert, mit Stahl, Glas, Sichtbeton und klaren Formen. Dieser architektonische Eingriff ist zu Recht umstritten. Denn was hier entstand, hat mit einem romantischen Schloss oder einer behutsamen Denkmalpflege nur wenig gemein. Historische Substanz wurde teilweise überformt, das neue Erscheinungsbild polarisiert. Für Burgenliebhaber und Denkmalfreunde ist es ein drastisches Beispiel dafür, wie stark moderne Nutzungsideen die Identität eines historischen Ortes verändern können. Doch so kritisch man den Eingriff auch sehen mag, er hat verhindert, dass Schloss Mauren vollständig verschwindet. Die baulichen Reste wurden gesichert, in ein neues Konzept integriert und so vor dem endgültigen Verfall bewacht. Das Ensemble lebt weiter, wenn auch in völlig neuer Gestalt. Schloss Mauren steht exemplarisch für die Herausforderung im Umgang mit historischer Bausubstanz. Erhalt um jeden Preis. Aber zu welchem Preis? Eine Frage, die sich bei vielen Bauwerken unserer Geschichte immer drängender stellt. Hier sehen wir das Schloss Mauren vor der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg.
Und hier das heutige Erscheinungsbild von Schloss Mauren, das sich schon wirklich stark verändert hat. Schloss Platte zwischen Ruine und Event Location. Schloss Platte, einst ein Jagdschloss der nassauischen Herzöge, wurde 1826 hoch über Wiesbaden erbaut. Als klassizistischer Bau mit imposantem Ausblick, im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, stand die Ruine jahrzehntelang leer und verfiel zusehends. Erst Anfang der 2000er Jahre wurde sie unter großem Aufwand gesichert mit modernen Glas-Stahlelementen überbaut. Heute dient Schloss Platte als Veranstaltungsort, Traulocation und Aussichtspunkt. Ein mutiger architektonischer Eingriff, der nicht unumstritten ist. Zwischen historischem Flair und moderner Stahlkonstruktion ist das ursprüngliche Erscheinungsbild kaum noch erkennbar. Dennoch, ohne diese radikale Umnutzung wäre die Ruine wohl endgültig verschwunden. Schloss Platte zeigt eindrucksvoll, wie fragil der Spagat zwischen Denkmalschutz, Nutzung und Identität sein kann. Hier ein altes Bild, das das Schloss Platte noch vollständig erhalten war. Und hier nun das heutige Erscheinungsbild mit modernster Architektur. Schloss Rauenstein. Vom Hammerschloss zu verlorenen Erinnerungen. Das Schloss Rauenstein, auch bekannt als Hammerschloss Rauenstein, war einst ein bedeutender Adelssitz im Raum Auerbach in der Oberpfalz. Es ging aus einem mittelalterlichen Hammerwerk hervor, dessen Ursprünge bis ins 14. Jahrhundert zurückreichen. Im Zuge der Industrialisierung entwickelte sich die Anlage zu einem repräsentativen Schlossbau mit Wirtschaftsgebäuden, in dem sich die Verbindung von Adelsresidenz und Eisenverarbeitung widerspiegelt. Doch statt denkmalgerechter Erhaltung entschied man sich in den 1980er Jahren für den radikalen Weg. Der komplette Abriss von Schloss und Nebengebäuden besiegelte das Ende dieser geschichtsträchtigen Anlage. Damit ging ein wertvolles Zeugnis der regionalen Industrie- und Adelsgeschichte verloren. Für immer. Ein kleiner Lichtblick bleibt. Der Historiker und Archäologe Dr. Matthias Hensch konnte durch umfangreiche Ausgrabungen die mittelalterlichen Strukturen des Hammerschlosses und seines Werkbetriebes wissenschaftlich nachweisen und dokumentieren. Doch was nützt Erkenntnis, wenn die bauliche Substanz bereits ausgelöscht wurde? Das Rauenstein steht sinnbildlich für eine Phase der Geschichtsvergessenheit. Ein Mahnmal für den verantwortungslosen Umgang mit unserem kulturellen Erbe. Auf diesem Bild sehen wir das Schloss Rauenstein. Bereits sind die ganzen Fenster ausgebaut und es steht kurz vorm Abriss in den 1980er Jahren. Tja, so sieht's heute aus, wo das Schloss entstand. Rauenstein, ein vergessener Ort. Burgruine Waldeck, vom vergessenen Gemäuer zum Besuchermagnet. Hoch über dem Ort Waldeck bei Kemnath thront die gleichnamige Burgruine, ein eindrucksvolles Zeugnis mittelalterlicher Wehrarchitektur in der nördlichen Oberpfalz. Ihre Anfänge reichen vermutlich ins 12. Jahrhundert zurück. Besonders im 16. und 17. Jahrhundert wurde die Anlage mehrfach festungsartig erweitert, was sich noch heute an den markanten Bastionen und der mächtigen Umfassungsmauer erkennen lässt. Nach Jahrhunderten des Verfalls war das Schicksal der Burganlage ungewiss, bis ein engagierter Heimatverein in den 1990er Jahren das Blatt wendete. Mit großer Leidenschaft und Tatkraft begannen die Mitglieder, unterstützt von Ehrenamtlichen, mit der systematischen Freilegung der Anlage. Manches mag aus heutiger Sicht etwas ruppig gewirkt haben, etwa der Einsatz von Kettenbackern bei der Ausgrabung, doch das Ziel heiligt hier durchaus die Mittel, die Burgruine wurde gerettet. Heute ist Waldeck nicht nur gesichert und erschlossen, sondern zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen Nordbayerns. Infotafeln, regelmäßige Führungen, ein Aussichtsturm und Veranstaltungen, auch in den alten Mauern neues Leben ein. Ein Beispiel dafür, wie Denkmalschutz, Ehrenamt und touristische Nutzung Hand in Hand gehen können. Waldeck zeigt, mit Herzblut, Mut und Gemeinschaftssinn kann aus einer vergessenen Ruine ein kulturelles Juwel entstehen. Lebendig, lehrreich und offen für alle Generationen.
Dieses Bild stammt aus den 1990er Jahren und zeigt die Hauptburg. Zugewuchert, verwildert, überwachsen, es ist kaum was zu erkennen. In etwa die gleiche Ansicht heute. Der feilgelegte Palastbau mit Treppenturm, links das Tor, hinter uns, oder beziehungsweise davon nun ist das Bild ausgemacht, der Bergfried. Diese Beispiele zeigen, als anderes Extrem kann nur der völlige Verlust gelten. Zahlreiche Burgen, Schlösser und Kirchen verschwanden in den vergangenen Jahrhunderten. Sei es durch den Abbruch aus wirtschaftlichen Gründen, durch Kriege oder durch großflächige Eingriffe wie den Braunkohleabbau. Mancherorts wich ein jahrhundertealtes Kulturdenkmal einem Parkplatz, einem Gewerbegebiet oder schlicht dem Vergessen. Unsere Verantwortung liegt heute darin, diesen Spagat zu meistern, zwischen Denkmalschutz und moderner Nutzung, zwischen historischer Authentizität und zeitgemäßer Anpassung. Nur so bleibt Geschichte erlebbar. Gedenken wir zum Schluss all jenen unversehrten Burgen, Schlössern und Kirchen, die nicht mehr unter uns weilen. Mögen sie in den Erinnerungen, Bildern, Erzählungen weiterleben, als mahnendes Beispiel und stille Inspiration zugleich. Ich bedanke mich für das Schauen des Videos und ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas Burgengeschichte, Burgenwissen näher bringen. Ihr Matthias Helzel, alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und folgen ist kostenlos.